Die Kämpfe gehen weiter, hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ihr merkt schon anhand der Musik. Wir sind hier mitten im Kampf gegen Team Plasma und überall sind umzingelte Sharon, Sven und ich. Wir haben überhaupt keine Chance, es aussieht, oder doch? Aber erstmal kurz gucken, denn wir haben, nicht das hier natürlich. Die Pokémon-Listen, ihr seht schon, ich habe Psyana, Auron, Rokaima, Beetle, Shelby sind alle schön und gut, aber Flashy Boy, der muss unbedingt noch ein bisschen höher sein. Gut, sonst noch, wir müssen ein Level Up haben, Beetle, eigentlich nicht, wie sieht es aus mit Shelby, der könnte eventuell, sprich, nehmen wir auch mal kurz nach oben, sehr schön. Und schon gehen die Kämpfe hier weiter, oh yes, so, ja wohl nicht mehr, oder? Dieses Balk! Es wird mich an der Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Ja, ja, das waren ja auch wir. Also, naja, nicht wirklich, aber eben doch. Das Kerl mit der Frisur, weil übertreiben sie wohl ein bisschen. Hä? Hallo Fisch? Achso, Sven, du solltest dringend zum Friseur. Gut, wie sieht's aus? Brauchst du Hilfe? Komm rein zurück, geh und hilf Sharon. Na klar. Sven, der immer alles alleine machen muss. Genau wie ich. So. Paar, 2 gegen 1, wir machen dich platt. Michael, ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Teamwork, unterstützt mich dabei. Aber Logo-Kumpel, Arenaleiter und Trainer vereint gegen das böse Team dieser Region. Naja, böse zwar, aber gefährlich. Nicht mehr so wie noch vor 2 Jahren in Schwarz und Weiß 1. Alles klar, Golbat. Und Slimer, ach du Scheiße. Natürlich habe ich wieder mal Psyana weggepackt. Ah ja, super von mir. So, Flashy Boy. Gut, der kann was gegen Golbat ausrichten. Ich hoffe nur, ich bin schnell genug. Alter Schwede, was ist denn der Bisbark mit 33? Der macht das ja im Alleingang hier. Moment mal, seit wann ist ein Bisbark so stark? Wir haben doch in der letzten Folge noch gegen ihn gefightet, da im Pokémon World Tournament, und da war er noch schwächer. Hä? Na egal. Jetzt will ich Gedanken machen. Nein, das war mein Gegner. Na, der macht das Bisbark auch so. Du gehabt. Ich will EP haben! Dann kriege ich sowieso. Und 837 Erfahrungspunkte. Level 25. Juhu. Wow. Nein! Pfui Teufel. Kleopatra. Ich bin einfach ein Unlicht-Typi. Ja, wieso nicht? Habe ich irgendwie noch einen Fußkick? Habe ich noch. Natürlich habe ich noch. Fußkick! Stärke! Wow, das ist einfach übel. Und wir stauben die ganze Zeit die Erfahrungspunkte ein. Ist doch cool. Autsch. Voll auf die Fühler, dankeschön. Mann, nee, jetzt reicht es noch langsam. So Elektroball, das sollte ein bisschen mehr abziehen. Stärke! Alter, das Bisbark. Nein! Achso. Da kommt noch was, ein Rokaima natürlich. Hilfe. So, Bisbark, ich hoffe, du bist ein bisschen schneller, weil Flash braucht die Erfahrungspunkte, deswegen wird das Pokémon jetzt nicht tauschen. Der ist schneller. Alter, das Bisbark hat eine Power, hey. Und wir sind bereits Level 26. Juhu, so schnell kann es gehen. Lichtschild. Brauchst du das? Lichtschild macht, erzeugt eine Lichtwand und senkt Schaden durch Spezialangriffe für 5 Runden. Ja, eben nur Spezialangriff, das ist das Problem. Nö. Keinen Bock. Und das war's mit dem hier. So, wie sieht's aus? Sven ist auch schon fertig. Können wir hier nach Hause gehen? Wie sieht's aus? Danke, Mann, du bist wirklich stark geworden, Alter. Jetzt hilf am besten Sven. Na klar. So, muss mein Team noch heilen? Wie sieht's aus? Ich habe einen Supertrank in petto. Und ja, ganz kurz, geht ganz schnell. Ganz flotti Karotti. Und schon ist er fertig hier. So, Sven, wie sieht's aus? Bist du schon fertig? Ich werde das schnell zu Ende bringen. Alle Hilfen dabei. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Ventura City einen Fehldung gestohlen hat? Ich bezweifle es irgendwie. Aber egal, machen wir es auf die Schnelle. Dann sind wir auch ganz helle. So, 2 Team Plasma-Rüpel wollen kämpfen. Na, von mir aus. Sollen sie doch kommen. Slimer und... Was Slimer? Ah, Slimer und Smogon. Slimer, Smogon. Slimer. Oh, Leverserb. Oh. Das könnte aber nicht dauern. Das könnte dauern. Elektroball. Ich hoffe, es macht etwas. Natürlich, Mann.
Ifosaur, was treibst du? Muss ich alles alleine machen oder was? Das sind alle so stark, hey. Level 33, der auch noch. Oh. Ein Pflanzentyp. Hilfe, Ifosaur, der geht mir noch Drachen auf. Toll, vergiftet er auch noch. Ja, Sven hat leichte Probleme, wie es aussieht. So, die Schockwelle vielleicht noch zum Schluss. Slam geht daneben, meine Fresse in der Body Slam, trifft wenigstens. Boom! Aber leider erlernt Ifosaur so etwas gar nicht, beziehungsweise er kann es gar nicht. Das liegt nicht in seinem oder ihrem Repertoire, ist es männlich, okay, in seinem Repertoire. Daneben so... Ja, was jetzt? Grillchita. Oh. Ein Box grillen, er will grillen, von mir aus. Oh, radikal. Ratti! Den Spruch liebe ich einfach radikal eben. Der war schon früher immer genial. Ratti! Alter! Smogon! Smogon, scheiße! Elektroball! Was erfüllt die falsche Attacke gegen radikal! Ratti! So scheiße! Guck mal da! Ja, guck doch schon! Die Schockwelle und Flug! Radikrö! Ja, Radikrö! Flashy Boy, Schockwelle! Ach du Scheiße! Nein, nicht Superzahn! Halbiert die DKP, alter Schwede! Fußkick! Flug, na klar, muss gar nichts machen. Boom. Oh, scheinbar doch. Bäm. Voll in die Leiste. Tja, Flashboy kann es ja auch leisten. Ja, der war zumindest mal gut. Flash erreicht Version 20 und meine Stimme ist mal im Arsch. Hilfe, meine Stimme, wo ist sie hin? Wenn das so weitergeht, ist dieses Schiff ja, so gut wie verloren. Plasma. Schon vorbei. Moment mal, ist nicht wahr? Mist. Scheiße, was jetzt? Hilfe, wir haben alle besiegt. Dann werde ich sie mal über das Fildu ausfragen. Ja, mach mal. Okay, ich möchte auch noch einiges in Erfahrung bringen. Kein Problem. Oh, wer kommt da? Was geht hier vor? Den kennen wir doch. Fragezeichen? Sieh mal einen an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist was? Violaceus. Violaceus? Wie spricht man das aus? Violaceus. Dann verrate mir mal, was sie hier auf diesem Schiff treibt. Du! Wir werden erneut das legendäre Drache-Pokémon unterwerfen und über Einal herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen den Sinn steht. Finstrio bringt sie von hier weg. Damit du's weißt, wir sind nicht deine. Ich weiß, aber werf sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Was jetzt? Das Finstrio? Was sind das für welche? Mir reicht's, zwei Instinktplatten verschwunden. Alter, ich flippe aus. Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Na klar, das sagt doch ganz einfach, sie haben uns teleportiert, fertig. Ich mache mir mehr Sorgen darüber, was Violaceus vorhin gesagt hat. Was meint er damit, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über einen herrschen wollen? Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einal. Michael, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte, deswegen gehe ich zur Route 6. Pass auf dich auf, tschüss. Ja, ciao Sharon, hat mich gefreut. Ja, ganz so und hat der Gute nicht, denn Reshiram ging ja damals, ich sage jetzt gerade Weiß 2 war. Kurz überlegen, bei Weiß war ja Zekrom drauf, sprich Reshiram müsste jetzt bei N sein, genau, und Zekrom müsste bei unserem Vorgänger sein, sprich jetzt im Falle von Weiß müsste es bei meinem anderen Double Michael sein, oder Michael, ich glaube Michael haben wir damals genannt. Ist auch egal, jedenfalls sind die beiden legendären Drachen-Pokémon weg, sprich wie gesagt, Zekrom ist beim anderen Protagonisten von vor 2 Jahren und Reshiram ist bei N. Michael hat das Item AP Plus gefunden, cool, yeah. Tja. Also, beide Drachen-Pokémon sind weg. Was meinte Violaceus also? Welches Drachen-Pokémon hat er wohl gemeint? Ein Schiff muss das Meer überqueren. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, wirkt es irgendwie einsam. Ja,
hat durchaus was. So Leute, wie sieht es hier eigentlich mit uns aus? Wir sind soweit fertig, würde ich mal behaupten, oder fast fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten in dieser Stadt. Und zwar, zum einen müssen wir unser Pokémon, sprich vor allem Lucario und Elekid, aka Electek, noch ein Icy beibringen. Und das geht am besten mit dieser Höhle und da werde ich mich gleich mal darin erkundigen. Ja, die Höhle. Aber da brauche ich leider noch ein bisschen VM-Stärke dazu, sprich unser Guck mal da oder Glotzi muss wieder mal ins Team kommen. Ja, die Mucke ist schon cool. Oh, was ist denn der jetzt wieder? Ja, da bist du endlich, Michael, du lässt nichts anbrennen. Was? Hier hast du eine neue Medaille. Michael hält die Medaille auf großem Fuße. Und jetzt gleich noch eine nimmt. Oh, meine Fresse. Maria Meister, schön. Da, zweite Medaille. Nichts mehr für dich und tschüss. Ja, tschüss. Ja, guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir haben eine Pokémon, machen sie wieder fit. Lass uns fit machen. Von mir aus. Okay, Mann. Ja, man ist wieder fit. Tschüss. Ja, tschüss. Gut, jetzt sind wir hier wieder beim PC. Das ist ja auch sehr schön. Jetzt mal kurz überlegen, welche Pokémon nehme ich mit und welche lasse ich hier. Pyron, Hawkeye. Ja, wir brauchen eigentlich auch Training, was? Training. Alles geht übers Training. Dann lass ich mal hier. Beetle. Weil der ist sowieso, naja, ein Beetle halt. Nee, Quatsch, der ist einfach. Weiß auch nicht so genau. Braucht man einfach nicht gerade im Moment. Dann noch Rokaiman, weil er trainiert sowieso recht easy. Und dann Hawkeye noch ein bisschen trainieren, das ist schön so. Vor allem hier unseren guten Zwotronin, sprich unseren Champion noch ein bisschen trainieren. Auch und eventuell auch noch Psyana, so by the way noch, Elekid vor allem. Ja, weiter bearbeiten. Ich brauche noch unser Glotzi, wegen der VM-Stärke. Genau, vielen Dank auch. So. Das jetzt mal fürs Erste hier. Jetzt mal kurz noch gucken wegen Items, denn ich brauche in der Höhle viel Schutz. Und vor allem das deswegen, weil, ja, wegen dem Erlernen für Elekid, Elekid, Electek und Lucario bezüglich dem Eishieb. Denn da brauchen wir jeweils 10 rote, 10 Purpurschaben oder 10 Purpurstücke, wie so heißen die Dinger ja. 30 müssen eigentlich reichen. Jo, denke mal, das reicht. Genau, 30 Stück halt, 30 Stück, 2x10 Stück brauchen wir da von den Purpurstücken. Und diese Purpurstücke können wir halt in dieser Höhle da unten farmen, aber, also sprich farmen, sammeln, aber das Problem ist halt, die sind doch recht eigenwillig, sprich sie tauchen zufällig auf, sie tauschen sich auch jeweils mit den anderen Stücken, sprich Gelbstücke, die Grünstücke, Indigo-Stücke heißen die ja, etc. Und deswegen ist es nicht so einfach, die zu sammeln. So, und hier kommt bereits der erste Spacko. Oder nicht? Man findet die Scherben als Staubwolken, manchmal stößt man dabei stattdessen auch auf ein Pokémon. Ja, was in der Regel sowieso immer ein roter Move ist. Und bereits das erste Pokémon gucken, was im Level haben die, kann ich hier trainieren. Ganz kurz am Flecknoil, Level 28, ja. Wieso nicht? Mal kurz gucken, nicht wahr? Gucken, Flashy Boy, nimm mal die Schockwelle. Na, wie sieht's aus? Ach du Scheiße. Windschnitt! Na, kleine Windattacke. Komm schon, das reicht doch, Na, natürlich nicht ein Schaden, hey, da kriegst du ja die Flöhe. Ja, mach doch das. So, Fußig geht nicht mehr, oder? Ja, doch, geht noch. Herzstempel. Oh, eine Psychoattacke. Statik wirkt. Hat er mir einfach so eine fette Riesennase aufgedrückt. Na gut. So, jetzt müsste Fußkick nicht mehr funktionieren wegen Begrenzer. Hä? Ja, versiegelt? Seltsam. Ja, wie gesagt, ich dachte, begrenzt wirkt so, dass ich immer nur, wenn ich eine Attacke angesetzt habe, kann ich diese Attacke nicht weiterhin einsetzen, aber offenbar funktioniert begrenzt ein bisschen anders. Wundert mich gerade ein bisschen. Na egal, so, jetzt gehen wir hier in diese Höhle. Das ist der alte Fluchtweg, glaube ich, oder? Heißt das so? Falsche Taste. Hier die richtige Taste. Die Karte, was sagt ihr denn? Ich bin hier mal den Fluchtweg, genau.
Der alte Fluchtweg, du. Und hier gibt es einen weiteren Trainer, oder wohl eher Trainerin. Eine Wanderin. Dies ist der Punkt, in dem deine Reiseroute meine Reiseroute kreuzt. Wow, wie tiefsinnig. Und es ist die Backpackerin Lexine. Lexine. Ist ja auch nicht wirklich ein deutscher Name, was? Oh, Sandama. Ja, Flash, du bist stark, du bist schnell, du bist mutig, aber hier hast du keine Chance. Was mache ich jetzt gegen Sandama? Ah, Hawkeye. Hawkeye wird doch eine gute Wahl. Als Flug-Pokémon gegen Boden-Pokémon. Ich hoffe, unter kein Steinhagel. Sonst wird übel. Sehr schön, Hawkeye. Dann machst du mal den Clownwetzer. Und wetze den Clown ein bisschen. Und damit steigt der Angriff und nach der Genauigkeit. Natürlich schafft er keine Wirkung, weil wir Flugtyp sind. So, Aeroas und Tschüssikowski Sandaba. So hoffe zumindest. Na, um Gottes Willen, ey. Okay, das wird eine Weile dauern. Scheiße, ey. Komm schon, Volltreffer. Na klar. Na, zum Morgenklaue. Ach du Scheiße. Oh. Der Verteidigung sinkt natürlich. Siegeswille. Stark. Ja, Hawkeye, zeig uns, was du wirklich drauf hast. Puh, das war nicht mal so übel. 903 für Hawkeye. Juhu, Schlitzer. Was? Du willst schlitzen? Ist eine normale Attacke, sprich er hätte Stab. Tja, wieso eigentlich nicht? Mal kurz. Schaden macht er 70. Hohe Volltrefferquote. Ja komm, wieso eigentlich nicht? Flügelschlag weg und dafür kommt der Schlitzer. Hawkeye Mac Schlitz. Ja, wenn ich darüber nachdenke und tschüss. Ja, Tschüssikowski. Das wäre geklärt hier und jetzt bereits wieder ein wildes Pokémon. Ja, ich überlege bereits, ob man den Schutz einsetzen soll. Oh, ein Sedimantur. Was ist das für ein Name? Hey, Sedimantur. Sedimantur, was für ein Name. Volltreffer, Juwelenkraut. Oh, eine Gesteinsattacke. Oh, Flash hat's überlebt. Bam, Booms, Fallara. Oh, 97. Gar nicht mal so übel. Und bereits Level 28 von so einem Flash. Ja, auch das ist ein schönes Level. Mann, ne, da geht's ja nur stockig weiter hier. So, ein Flecknäuel. Hier nehme ich wieder mal... Ja, die gute Frage. Nehme ich hier die Schockwelle oder den Elektroball? Eliminemu und raus bist du. Ja, war doch gar nicht mal so übel. War gar nicht mal so übel. Sehr schön. Und so sollte auch so sollte auch Flash bald mal sein Level abhaben. Hier kommen wir nicht durch, wir brauchen ja Stärke. Und ich werde halt schon wieder belagert. Das gibt's einfach nicht. Ein weiteres Flecknäuel. Ja, Halleluja. So, Flash. Ja, ich bin Flash. Flash der Schocker. Nein, das überlebt. Flash, was treibst du da, Mensch? Nimm doch mal den Elektroball. Geht doch, geht doch. Und wurde besiegt, wird einfach weggeflasht. Ja, so kann es kommen von diesem gelben Blitz, nicht wahr? Der Blitz ist mein Künstler, lang. Und dann ist es... ein Grünstück verflixen zugenäht. Ja, Freunde, ich fürchte, ich muss hier die Purpurstücke, sprich die Rotstücke, muss ich hier ein bisschen farmen, sprich halt offscreen die ganzen Dinger suchen. Weil sie eine Weile dauern. Wait mal kurz, hier kann es nicht durch. Und dann ist halt die Frage, suche ich bloß so lange, bis ich etwa 10 Stück habe, um einem Pokémon von uns da ein Eisieb beizubringen, oder aber sammle ich direkt für 2 Eisiebe, sprich halt insgesamt 20 Purpurstücke für Lucario und für Electek. Das ist dann halt die Frage, die sich mir so stellt. So, das ist die Aufnahme vom Samstag, sprich, dann muss ich das Ganze für Sonntag machen, was? Ach du Scheiße, da habe ich noch was zu tun.
Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was zum Henker mache ich hier? Gute Frage. Nächste Frage. Shelby. Oh, Clownmetzer. Mu, Kalkklinge, Aquavelle oder Wasserdüse. Na, mal gucken. Ja, reicht doch dick aus für so einen Modentypi. Gut gemacht, Shelby. Oh, ein Kiesling. Ein richtiger Fiesling. Wanderer Leroy. Was ist das für ein Name, hey? Kiesling hat, glaube ich, er hat's. Müsste da... wie ist der Tagesschnitt aus? Die Fähigkeit, Überbrückung. Nee, Quatsch, Felsenhaut. Auch nicht. Robustheit hieß es ja, meine Güte. Oh, Katapult! Oh. Es gibt eine Beule. Ist die Überrest nicht schön. Katapult! Und das wird noch viel schöner. Vergeltung. Boom! Fallera. Und wieder besiegt Leroy. Was Spieler? Michael besiegt Leroy. So rum. So, wir sind noch kurz Stärke einsetzen. Stärke einsetzen. Na klar, Mann. Stärke und Glotze ermöglicht es. Ja, ich weiß, sie sind so stark. Cool. So. Und da bereitet mal ein Flecknäuel. Flashy Boy. Das ist dein Revier, Kumpel. Und zwar Schockwelle, global, na komm, Schockwelle. Schockwelle der alten Nonnen. Im Kamehameha-Style. Naja. Der Spruch wird halt auch nicht besser. Er hat noch 2-3 KP. Das müsste doch jetzt reichen, komm schon. Oh, reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht, hey. Mann, ich will die APs nicht verschwenden für so ein... Ja, für so wenig halt. Mach es halt eben doch. So schön Fallera und... Bims, Bums, Bams. Und das Flecknäuel ist weg. Sehr schön, sehr cool. Machen direkt weiter hier. Ich trottel. Itemradar. Schon besser, ja, das nichts. Gut. Und was machst du jetzt da? Hallo Kumpel, ich sprich mit dir. Jetzt erstmal tief. Nein, nicht durchatmen. Die Luft anhalten. Hä? Wieso? Sind wir unter Wasser oder was? Hä? Kapier ich nicht. Der ist doch nicht mehr ganz dicht, der Kumpel. Backbacker, Lester. Ein richtiges Lestermaul, wa? Radikal. Ratti, ich bin richtig rattig drauf. Das kann man auch falsch verstehen. So, der Beutel. Ich brauche dringend. Und zwar ein Tafelwasser für unser Flashy Boy. Ja, ein Wasser. Frisch von der Quelle. Von der Tafelrunde. Na, geht noch. So. Ich brauche dringend Schockwelle, weil Elektroball bringt sie nicht. Dafür ist Radikal leider viel zu schnell. Naja, das Schockwelle ist auch nicht gerade das Ding. Das Ding ist Jahrhundert. Grimasse, na toll, vielen Dank auch. Fußkick. Ja, bringt schon mehr. Ja, ich weiß, du bist Ratik. Mann, ja, Tiefschlag. Das hasse ich, hey, Tiefschlag, hey. Mann, du bist doch männlich, das macht man nicht. Ein Mann versetzt einem anderen Mann keinen Tiefschlag. Das ist ein Männergesetz, Mensch. Ein ungeschriebenes Männergesetz. An das er trotzdem wieder man halten muss. So, 2, 2, 1, schön. Donnerschlag, endlich mal. Meine Fresse, hey. Und zwar, was mache ich? Donnerschlag hat 75 Stärke. Dann nehme ich mal Schockwelle weg, genau. Entschuldigung, Schockwelle, aber du musst leider weg. Donnerschlag. Und bald schon im Flash zu einem Elektrik. Juhu, da lacht das Herz. So, jetzt aber trotzdem noch kurz das Pokémon wechseln. Das muss dann trotzdem allem noch sein, trotz allem.
Dann könnt ihr gleich direkt mal noch kurz hier eine Pokémon ein bisschen auffrischen, nicht wahr? Übertrank, nö, Supertrank, wenn schon. Und zwar Hawkeye braucht einen. Ja, passt schon. Für Flash noch und für Shelby 30, nee, Verschwendung. Ja, ein Trank noch für Hawkeye. Gut. Und für Shelby noch ein. 2. Gut. Dann wär's mal fürs Erste. Und wir machen... Entschuldigung, machen weiter im Text. Oh, ein Protein. Haha. Protein, damit wirst du super stark. Naja, kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Abgesehen von den Pokémon hier. Sedimantur. Level 28. Brauche die noch? Nö. Voll tschüss. Scheiße. Und schon kommt das nächste Viech. Leute, ich würde gerne Schutz einsetzen. Das Problem ist nur, ich bin Level 28 mit Hawkeye. Und das heißt, dass uns hier halt Gegner noch antreffen werden, die ebenfalls Level 28 oder höher sind. Und deswegen wäre es ein bisschen Zeitverschwendung im Moment gerade. Meine Güte. So, Schlitzer bitteschön. Und Schlitz. Geht doch. Naja, mal ein bisschen weniger, aber egal. Durch die Türe, wohl eher durchs Loch. So, wir brauchen einen Surfer noch, haben wir leider noch nicht. Noch nicht ist die richtige Antwort, bekommen wir aber gleich noch, also gleich, bald, so. Der Wanderer auf See möchte kämpfen, von mir aus. Ich hoffe doch nur, du hast ein paar Kampf-Pokémon dabei. Nein, Kiesle gegen Hawkeye, Mann, ich will Hawkeye trainieren. Mano, so Hawkeye. Na, machst du Schaden hier? Machst du Schaden? Ja, grausam viel. Nee, das bringt nichts. Oh, Hilfe. Das bringt gerade nichts, Hawkeye. Da muss ich noch ein bisschen warten. Und Shelby kommt. Eisenabwehr. Sehr schön. Und Shelby macht jetzt Wasserdüse, Aquacheck, Aquabelle natürlich, Kalklinge. Ich nehme die Aquawelle. Und raus bist du. Gut, sehr schön. Ja, der Hawkeye. Ja, jetzt kann er wieder kommen. Oh Mensch, Hawkeye, hey, so. Guck mal, Shelby. Na, Hawkeye, wie sieht's aus? Wow. Praktibalk. Jo, Mann, was geht ab? Ja, nicht viel, Kumpel, nicht viel, außer dass du Praktikant bald Geschichte bist. Nicht so schnell, Ein Steinhagel schenke ich dir noch. Nein! Wow. Verflixt und zugenäht. War ein bisschen zu knapp. Oh Mann. Spiel besiegt Wanderer Lorenz. Ja, ist das schön. Hey, Leute. Ich denke mal, das war's wieder mal für heute. Ich werde jetzt noch kurz hier die Punkte ein bisschen umstellen. So, Hawkeye durch Shelby ersetzen. Hawkeye wird noch trainiert, aber dann halt, je nachdem, sobald dann Kampf-Pokémon kommt oder kein Gesteins-Pokémon. Dann halt, und er bekommt von mir noch heute einen Hypertrank spendiert. Tja, heute bin ich richtig spendabel gut drauf. So, und was ich auch noch mache, ist noch kurz den Schutz aktivieren. Weil jetzt mit Shelby im Schlepptau geht das Ganze ein bisschen flotter und deswegen würde ich mal sagen, können wir dann im nächsten Part bereits, mal hier ist es bereits, oder? Genau, hier ist es. Und dann können wir bereits im nächsten Part hier, denke mal, die Höhle abschließen und dann kann ich hoffentlich noch ein bisschen farmen, sodass wir übernächste Folge, zumindest planmäßig, bereits hier mit dem Icy weitermachen können. Das wäre zumindest mal mein Plan soweit. In diesem Sinne mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation, mit unserem, naja, mehr oder weniger guten Team. Und vor allem coolen Team. Wasser, Flug, Elektro, Psycho, Kampfstahl, ist doch alles schön. Oh yeah, Mann.